ADR feiert ihre 25. Geburtstag. Das ist Grund genug für ADR TV und ihr sind Leben zu rufen. Wir weisen ihr schaut Bilder aus der Feier, die am Königsbund zu Mama stattgefunden hat. Monseigneur, Exzellenzen, die Damen und die Herren, willkommen. Für den ersten Redner eng Fred zu machen, fängt ich mit einer lateinischen Lokution an. Veni vidi vici. Ich fand, dass die drei Wörter passen bei unserem Präsident, weil obwohl er nicht lange dabei ist, hat er schon viel erreicht in der Politik. Ich begrüße den Ferner Karteiser. Monseigneur, Exzellenzen, Herr Präsident von der Chambre, Herr Maréchal de la Cour, Herr Präsident vom Staatsrat, die Herren Deputierten und Europadeputierten, Herr Bürgermeister, Herr Präsident von der Allianz von den europäischen konservativen und Reformparteien, die Herren Vertreter von der britischen konservativer Partei, Madame Vertreterin von der amerikanischen republikanischen Partei, die Damen und Herren Vertreter von unseren Schwesterparteien aus der Belgien, Georgien, Island, Kanada, Lettland, Polen, der Slowakei und der Tschechischen Republik, liebe Kolleginnen und Vertreter von den Lützeburger politischen Parteien, Herr Präsident vom Consistoire Israelit, die Herren Präsidenten von der Chambre des Salariés und vom NGL, Herr Ehrenpräsident von der ADR, liebe Ehrengäste, die Damen und die Herren und liebe Members von der ADR. Die ADR feiert heute 25 Jahre. Da dir, Monseigneur, als Feierhaut mit Ihrer Präsenz ehrt, erfüllt uns mit Dankbarkeit und mich als hoffrisch. Wir sehen an Ihrem Gest ein Zeichen von Ihrem Interesse für das Engagement von den Bürgern von diesem Land, für unsere Gesellschaft und eine Anerkennung von höchster Instanz für all die Leute, die ihren individuellen Beitrag zu dem allgemeinen Wohl über den politischen Weg leisten wollen. Wir wissen, Monseigneur, wie stark dir darauf hält, dass als Gesellschaft sich nicht nur materielle Sachen orientiert, sondern doch die anderen Dimensionen und Werte, wo menschlichen Zusammenleben einen wichtigen Platz an unserem Denken, Fühlen und Handeln sollen haben. Diese Werte, Monseigneur, fühlen auch wir uns verpflichtet. Exzellenzen, die Damen und die Herren, neben den Vertretern von den Lützeburger Institutionen und Parteien, als besonders auch Präsenz von den vielen Vertretern befreundeten Parteien aus dem Ausland ein Grund für uns zu freuen.
Wir so hinne Merci, dat sie de Weh an eis Land von tun, fir mat Eis zu summen zu feieren. Martinen zu Summe setze mir als an fir de Ideale wo Freiheit, wo Respekt fir Mënscherechter, wo perélescher Verantwortung, wo Rechter fir d'Famill, wo staatlicher Souveränität an Europa, wo Freundschaft tschen de Völker a vun transatlantischer Sicherheit, de mir och an eiser Prager Deklaration festgehalten hunn. DDR hat vun Ufang kein einfache Weh. Mir all banne wëssen, dat de Debatte en Pensionsgerechtigkeit hei am Land, mat der DDR demos nach als Aktionskomitee hireieren Ufang geholl hat, keng einfach vor. Den Erfolleg, den dës Partei awer mat ihrem Engagement hat, mecht als Haut nach houfrisch. Van Haut viel eler Leiit net méi ennner prekäre Konditionne musssse liewen, dann ass dat vir allem dëser Partei ze verdanken. Aus der schwerer Ufangszeit zeie mir evaluieren, die Haut nach des Partei prägen. Als een ungebrachenen sozialen Engagement, als Leif zur Gerechtigkeit, an als Ja zum Solidaritätsgedanken. Aus denen Joren zeie mir aber net nimme politisch lehren, mir auch menschlicher. Politiker von der ADR hun sich sicher méi wie anderer von Ufang an einem schwierigschen Umfeld misse behaupten. Mir hunn daraus geleiert, dat Politik ohne Courage für eis net vorstellbar ass. An dat mir de Idealer, de mir als ginn, an de mir glewen och a besonne Stoff verdedigen, wann mir musssse géint de Strom schwammen. D'Geschicht vun der ADR mischt awer och Hoffnung. Wa Mënschen hun ein Ziel glewen a bereet sinn dofir alles ze ginn, da können sie sech durchsetzen. An dem Sinn bleiwen als Gründungspappen net nëmme Vierbilder fir Eis, aber sie können auch bausend dieser Partei jidderen inspirieren, den das Gesellschaft will durch seinen eigenen Ersatz ein Stück besser machen. Da der hat sich mit der Zeit verändert, als sie als mit ihren Aufgabe gewusst. Sie gingen den Weg vom Aktionskomitee zur vollwertiger Partei. Sie krut immer mehr Membern, als sie hat sich für alle Berufsgruppen hier am Land abgemerkt. No iwwer 20 Jahre Präsenz an der Chamber gehört der DDR haut zu den sogenannten etablierte Parteien. Wir freuen uns über den Erfolg, wir wissen aber auch, wem wir verdanken. All den vielen tausend Menschen, die an den letzten Jahrzehnten dieser Partei beigetreten sind, die sie mat geformt haben, die mat a Wahlen gegangen sind, a Mandater ugeholt haben, all hinnen sommer merci. Ihr Schreibannen, die Diriger Komitee en Erfeierungsgremie von unserer Partei engagiert, sind wir dankbar. All denen, die uns gedurcht, uns gewählt und uns unterstützt haben, für allem auch an den schweren Stunden, so mir merci. Eine Partei lebt, wun am mat ihre Membern a Wähler. Eine Partei muss das in Erinnerung behalten an die früher, an noch die Haut Verantwortung für das Partei drohen, wissen dat a vergisst net. Da der huet net nimmen eng Geschicht, mir auch eng Zukunft. An den nächsten Jahren setzt sie iwwer Tagespolitik raus, hier Akzenter für Eisgesellschaft. Dazu gehören Stärkung von den demokratischen Institutionen hier am Land wie auch ganz allgemein Stärkung von unserer Demokratie. Für ein freiheitliches demokratisches System muss kämpfen. Alldach obeneizt. Wir engagieren als für einen Rechtsstaat, der nicht dafür wo Moden a libertiziden Tendenzen gëtt, mit dem sein Grundprinzipien müssen erhalen a gestärkt gehen. Wir engagieren uns auch für freien Handel. Wir engagieren uns für die Integration von unseren ausländischen Mitbürger auf der Basis von unseren Werten und unserer Spruch. Und zusammen mit unseren ausländischen Freunden hier bannen, stimmen wir für ein Europa von den Nationen, an dem auch ein voll souverän, ein gleichberechtigt Lützeburg Friedensprojekt Europa mitbaut. Wenn es DDR nicht ging, da gäbe eine wichtige Stimme an diesem Land fehlen. Wir vertreten mit Überzeugung Werte, die für andere vielleicht schon an den Vergiss geraten sind. Dazu gehören der Schutz vom Leben, wie der Wunsch nur mehr Bildung, Wissen, Erleuchtung an unsere Schulen. Wir treten an für als Kultur an als Spruch, auch a Grad an einer Gesellschaft, die Komplexität zuhält. Wir sind mit Sicherheit keine bequeme Partei,
mir eng wichtig an eng Eierberg. Mir schwätzen net nimme vu Menungspluralismus mir praktizeieren. An an enger Zeit, wo Belgitverein datselwicht, mir just mal fleisch mat andere Wider seht, repräsentiert Eispartei eng Differenz, die dem intellektuellen Diskurs méi wie gut deet. Da der haut als eng Partei, die houfrech op je Vergangenheet ass, selbstbewusst die aktuelle Politik mat beabflusst, a mat Zuversicht an Zukunft guckt. Da der kann will op viele Manieren an op viele Plätze Verantwortung für das Land überholen, ob die nächsten 25 Jahre freie mir eis.
Den Numm vom nächsten Redner ist so eng verbunden mit der ADR, dass ich nicht brauche viel zu sagen. Er war über 20 Jahre lang Präsident und ich meine, ohne ihn wird die Partei heute nicht das, was sie ist. Den Ehrenpräsident Robbie Mehlen. Erlaubt mir auch, Monseigneur, ich mein Großfried auszudrücken, dass ihr das Jubiläumsfeier heute mit ihrer Präsenz beehrt. Noch 25 Jahre Präsenz auf der politischen Bühne ist das für uns ein wichtiges Zeichen von Unerkennung und demokratischer Legitimation. Monseigneur, liebe Gast, liebe Freundinnen und Freunde alle gut. Der Nationalkomitee hat mich gebeten, heute auf dieser Feier auf 15 Minuten den Historik von denen 25 Jahren zu machen. Ich meine, ihr seht, wo die Schwierigkeit liegt. Wir haben die 25 Jahre an dieser Festbroschüre resümiert, und ihr fand auch viele Details auf diesem Internet sieht. Dafür will ich mich auf die Anfangszeit konzentrieren, weil ihr hauptsächlich die Frage interessant ist, wie diesen Aktionskomitee quasi aus dem Nichts raus entstanden ist. Es wird am Laufe von dieser Geschichte immer um spontan Interessegruppe gehen, die bei der Chamberwelle mitgemacht haben, und mehr oder minder Erfolg hatten. Die meisten sind so verschwunden, wie sie kommen sind. Es gibt an der Nachkriegszeit 2 Ausnahmen, die Gring und der DDR. Mit dem Unterschied, dass die Gring-Bewegung eine internationale Bewegung ist und der DDR ein spezifisch Lützeburger Phänomen. Das dürfte auch sicher nicht uninteressant, auf seine Genese anzugehen. 1986, 87, wie heute, war das Rentenproblem ganz stark an der politischen Diskussion. Der damalige Sozialminister Benny Berg hat anfangs 1986 ein Projekt de loi ausgeschafft, die vielen aber nicht weit genug gegangen ist. An der Zeit hat die neutrale Gewerkschaft Lützeburg, die NGL, eine Entrevue mit Minister Berg, und dabei hat der Minister gesagt, hier gibt es zwar gerne weit gehen, mit Hand wären ihm gebunden durch das Regierungsprogramm. Ich zitiere. Tout en maintenant les droits requis en matière de pension du secteur public, le gouvernement veillera à préserver un parallélisme dans l'évolution des régimes contributifs et non contributifs. Damit hat NGL sich aber nicht zufrieden gehen, weil der Unterschied an der Pension zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor bei gleichem Gehalt und beruflicher Karriere bei 60% gefallen. An dem Ort wird die von einem einheitlichen Pensionsregime sich immer mehr durchgesetzt. Sie hat ihren Ausdruck gefunden an der Forderung von einer Sechselpension für jeden Verein. Muss Ihnen zugeben, das hat zwar ein bisschen demagogisch geklungen, mit Leuten können dafür aber umso besser verstärken. Auch die meisten anderen Gewerkschaften, besonders FABFIT und Erlebbar, haben sich dieser Forderung angeschlossen. Auch den LCGB wollte eine allgemeine Volksversicherung. Überdem den OGBL, den der Minister Berg Knorstung, nur eine 10% Rentenopbesserung verlangt wird. Den 13. Oktober 1986 hat NGL durch eine Pressekonferenz gehalten und dabei Zahlen über die durchschnittliche Renten der Pensionen publik gemacht. Demnach hat 1985 ein Erbichter 20.160 Franken, ein Privatbeamter 34.962 und ein Pensionär am Sektor publik 74.070 Franken, der Mond als Pension gehabt. Hat NGL hat einen Abruf und die anderen Gewerkschaften aus dem Privatsektor gemacht, für gemeinsam an der Rentefrage vorzugehen. FABFIT und Erlebbar haben positiv reagiert
aber wie et richtig echt gin ass rum Wässer gezun. Du huet NGL desideiert leng weiterzumechen mat Plakataktionen an Autokolleren, die du schon an dem Motto gelaf sinn 5 Sechstel Pension fir jiet verreen. Wir kommen lo ins Jahr 1987. Ugang 87 hat NGL eng ganz Party Entrevue mat Parteien mat Ministeren, awer déi Entrevuen hunn net viel Positives brot. D'Europäen als Decision geholt gin, fir eng gros Manifestation an der Stadt zu organisieren, zu der all Gewerkschaften a Berufsverband agelöde gisinn. Mee vun dee vielen, die ugeschriwe sie gin, huet just du Jordal, Journalisten vum Wort, an de Lützbeer Rentner an Invalideverband gesot sie giffen matmerchen. An so was doch kom, den 20. März 87 wär die Manifestation an der Stadt ënner dem Motto 5 Sechstel Pension fir jiet verreen. Redner wären demos den NGL-Generalsekretär Gastiberian den Begräßung gemerk huet, de Jos Ruckert fir den Lützbeer Rentner an Invalideverband, de Jos Laurent fir d'Union des Journalistes Luxembourgeois an de Josie Simon fir d'NGL. Lützbeer Wort schreibt mindest du no, außer der Abgeordneten Vivian Reding und der Stadträtin Hilda Rau-Scholtus hielten sich die Politiker hinter dem Berg bei der Randenmanifestation von vorgestern Samstag, an der schätzungsweise 800 Personen teilnahmen. Da könnten 12. Mai 87 du wär die offizielle Gründung vom Aktionskomitee für eine Sechstelpension für Jietverein am Centre Convict. Der erlaubt mir ein klein persönlich Zwischenbemerkung, das wär, wie den Zufall wollte, op mengem 30. Geburtstag. Daraus ergibt sich, dass der das Jahr den 12. Mai 25 Jahre gekriegt hat und nicht der 63. Monseigneur, der versteht bestimmt, dass ich nicht dagegen hat, wenn ihn das umdrehen Kind. Und dieser Gründungsversammlung und hauptsächlich Vertreter von der NGL an der UJL teilgeholt. Den LCGB war zwar vertreten, hat sich aber nicht engagiert und ist nur ganz weggeblieben. Dann war eine Petition gelaufen, die Forderung von der Petition hat geheischt, die Unterzeichneten fordern die Abschaffung des Zweiklassensystems im Luxemburger Rentenwesen durch die Einführung der 5-Sechstel-Pension für Jietverein. Der 27. Juli 87 hat das Komitee de Gastiberian zum ersten Präsident vom Aktionskomitee für 5-Sechstel-Pension für Jietverein gewählt. Dann ist die ganze Aktion gelaufen. 1988, der 24. Februar, hat das Komitee vom Aktionskomitee für 5-Sechstel-Pension für Jietverein dem Schammerpräsident Leon Bollendorf Petition für eine Volksversicherung mit bald 10.000 Unterschriften überreicht. Gleichzeitig vom 26. Februar bis den 18. März 1988 hat den CSV-Deputierte Fernand Rau eine Artikelserie am Lützbeer Wort publiziert mit ganz brisantem Zahlenmaterial über die Unterschiede zwischen den zwei Pensionssystemen. An seiner Introduktion schreibt Fernand Rau Dateien. Wenn dann noch bereits Jahrzehnte andauernde soziale Ungereimtheiten im Luxemburger Rentenwesen nach wie vor als politische Tabus hierzulande gelten, muss diese Tatsache in der Öffentlichkeit als das dargestellt werden, was sie in Wirklichkeit ist, eine nicht länger zu tolerierende sozialpolitische Ungerechtigkeit und ein Beispiel des politischen Unvermögens in diesem Lande, allen Berufsgruppen ausgleichende soziale Gerechtigkeit in Sachen Altersvorsorge zukommen zu lassen. Diese Artikelserie hat ganz viel Anklang an der Population gefunden. Der 17. März 1988 war die jährliche Generalversammlung vom Aktionskomitee 5-Sechstel am Novotel, gleichzeitig an und ohne eine Entrevue mit der Aktion Mittelstand, die dem Aktionskomitee hier Unterstützung zugesucht hat. Den 18. Juni 1988 war eine erste Entrevue zwischen dem Aktionskomitee 5-Sechstel, Pension für Jietverein, an dem FLB, dem Freie Lützeburger Bauernverband,
An den FLB huet no formell desideiert fir dem Aktionskomitee beizutreten, grad so wie d'Aktion Mittelstand an d'Organisation vun de Freie Wünzer. Den 20. Juni 1980 huet den Aktionskomitee vun der Sexelpension an engem Kommuniqué sinn Konklusionen aus de Gespräche mat de Parteiie bekannt gemärer verlangt, dat nach 4 Wahlen d'Volksversicherung durch ein entsprechend Gesetz mis afordert ginn. Der 27. September von demselbigen Jahr der 80 war eng außerordentliche Generalversammlung vom Aktionskomitee von dem Sechstel, wo eng Proposition de loi firstalt gin ass iwwer een eenheitliche Pensionssystem an die auch do ugehol gin ass. Den 18. Oktober 1980 huet den Aktionskomitee do der Chambre ein Ultimatum gestalt fir bis den 1. Dezember, wann ihr wees wie lang dat dauert, da war den Delay net ganz lang. Fir bis den 1. Dezember dat proposiert Pensionsgesetz zu stimmen. Am 5. Dezember als festgestellt gin, dat Politik ging taktieren an dat ze net bereet wär fir op die Forderungen anzugoen. Lufir an dat war du een decisive Moment, als den 19. Dezember 1980 eng außerordentliche Generalversammlung vom Aktionskomitee vom Sexelpension für Jidverein agerufen gin. Weil Politik net bereet war op Forderungen anzugoen, als Demos mat 183 Stimme bei 5 Enthalungen desideiert gin, fir de Wahlen deelzuholen. An der Presse huet die Decision natürlich für viel Aufregung gesorgt. Die Lützeburger Wort huet Demos geleitartikelt, gab es keinen anderen Weg. Lützeburger Wort, wat den Aktionskomitee von der Sechstel über die ganze Zeit an seiner Zeitungen unterstützt huet, zählt sich lo zurück. Auch d'Union der Journalist Luxembourgeois als Journalisten vom Wort schaffen nemmi mat. Beist Zongen und Demos behaupt, CSV hat dem Wort e Maulkurve gedoen. Me dat war wie gesot beist Zongen, die net wussten, dat he zu Lützeburg dat Wort Maulkurve 1937 aus dem politischen Diktionär gestracht hinaus. Aufgrund von engem Abruf an der Presse melden sich spontan eng Partykandidaten. Den Aktionskomitee, die schon nach keine Erfahrung mat Wahlen und noch keine statutarisch Bestimmungen darüber hat, wird den Ufangs 89 seg Lüchten an den 4 Bezirke abgestalt. Kandidaten kommen hauptsächlich aus der Reihe von der NGL, dem FLB, der Aktion Mittelstand an der Freie Wünzer. Viel von ihnen haben sich logisch kennengelernt, aber den Elan ist enorm. Am Wahlkampf geht es hart hier. Den Aktionskomitee von der Sexelpension für Jidverein als selbstverständlich von allen Seiten attackiert gin. Und das als unseriös, utopisch, demagogisch und populistisch durchgestellt gin. Die durch ganzefäisische wild gewordenen Kleinbürger vom Aktionskomitee von der Sechstel gefen Neid und Streit sehen. Sie gefen Nationalsolidarität in der Groven, sie gingen die Lützeburger Gesellschaft splicken. Am frohsten war natürlich CGFP mit dem Aktionskomitee. An das besondere Form von Zuneigung hat die Verlängerjahren ugehalt. Mam erstaunliche Resultat, dat daraus eng Win-Win-Situation entstanden ist. Wat den Aktionskomitee méi stärk op eng Harmonisierung von den 2 Rentensysteme insistiert huet, wat CGFP die Fonction publique besser mobilisiert krit huet. A wat d'Attacke vun der CGFP gegen den Aktionskomitee vun dem Sechstel mi heftig wären, wat Wahlresultate vom Aktionskomitee méi opgange sinn. Herr Präsident, ich halen Lob, mat zos verfallnech op enke nach Nostalgie. Bei der Chamberwahle vom 18. Juni 1989 wird den Aktionskomitee von der Sexelpension für Jidverein unerwähnt großen Erfolg verziehen. Am Landesdurchschnitt huet hier 7,31% von den Stimmen auf 4 Mandate krit 1 an all Bezirk. Der Start an parlamentarisch Praxis ist allerdings bisschen holprig, für sich gern mit dem Eklat von der Treppenbesetzung, die den Ausschluss von 10 Sitzungen an der Chamber zur Folge hat, mit der hat man die nach Modis gelitten hun. Sie hat
aber für allem eng wesentlich Verbesserung von den Konditionen von der sogenannten Non-Inscrit an der Chambre bewirkt. Soweit, Monseigneur, die Damen und die Herren, die Entstehungsgeschichte von dieser Partei, und ich will ophalen, die als Aktionskomitee für eine Sechselpension für Schiedfrieden auf die Welt kommen, Döno Aktionskomitee für eine Sechsel geheescht wird, an Aktionskomitee für Demokratie und Rentegerechtigkeit umgedeft ginas, als schlussendlich den 2. April 2006 definitiv zur Partei mutiert, das man nun Alternativ-Demokratisch Reformpartei. Ufang stung der starke Wunsch, am Rentewesen Gleichbehandlung und Gerechtigkeit, besonders für die kleinen Rentner am Privatsektor durchzusetzen. Das ist aber nicht durchgegangen, besonders nachdem es die Großgewerkschaft Raute gewinkt hatte. Entscheidend für den Erfolg waren ein paar Elemente. Beharrlichkeit, mit der die NGL in ihrem Ziel festgehalten hat. Mithilfe vom Lützeburger Wort an seine Journalisten an der Aufhangszeit. Zusammenfahren und Zusammenstehen von einer Salariatsgewerkschaft NGL an Organisationen von Freiberuflern, was ja auch nicht so evident war, nämlich dem Freilützeburger Bauernverband, Freiwinzer und Mittelstandsorganisation SIG. Aber, und das muss ich nicht mehr immer feststreichen, besonders der starke Wunsch für großen Teile von dieser Population, endlich Gleichbehandlung und Gerechtigkeit am Rentewesen herbeizuführen. Viele Details an Zweit von der Geschichte könnt ihr an dieser Festbroschüre, die der noch ausgedeelt kriegt, nur lesen. Das, wie könnte doch nicht sehen, eine Geschichte mit Hechten und Tieften. Von 4 Mandaten an der Chambre auf 5, du 7, 5 an nur 4. Die größte politische Satisfaktion hatte man den 21. Juli 1990. Den Tag hat die Chambre gegen den massiven und heftigen Widerstand von der Fonction publique, die eine große Protestmanifestation organisiert hat, eine Pensionsreform gestimmt, die das privaten und öffentliche Pensionssystem auf wesentliche Punkten mehr nur bei Nebruhe tun. Die größte politische Enttäuschung, der Fett der DDR von den traditionellen Parteien nach immer nicht als vollwertige politische Partner unerkannt wird, war den daraus gesagt, dass dies nach immer eine Vertretung am Staatsrat verweigert wird. Ich will an dem Kontext auch die ungerechtfertigten Attacken finst einer Stalt der Fremdenfeindlichkeit annehmen. Von meiner erlaubt, also ganz kleinen Blick noch hier zu werfen, wer das politische Daseinsberechtigung von einer RDR, das Renteproblem als weitgehend entschärft, auch wenn sich heute neue Herausforderungen stellen, kann eine relativ kleine Partei der Lützeburger Politik neu auf wichtige Impulse ergehen. Ich gebe mir ganz klar, jo. Lützeburg sticht im Moment an einer existenzieller Überlebenskrise, auch von der viel dat nicht will gesehen. Mehr wie je, sie couragiert Weichenstellungen nötig. Dafür, und das der Message, den ich der RDR haut vielleicht darf man auf den Weg gehen, Klartext reden, an nicht Fährten Gliedigeisen unzupacken, am politischen Diskurs Ecken erkannte Weisen, a ganz nur bei den Leuten ihre Probleme an ihre Sorgen sind. Doch an der Luch bis lo, den Erfolg leider auch weiterhin Zukunft von dieser immer noch junger Partei, die heute ihre 25. Geburtstag feiert, wo ich lo schon für 2037 auf den 50. darf erwitterieren. Ad multos buenos annos RDR. Ich so nicht mehr.
D'ADR steht wie der wëst net der Läng um europäesche Niveau. Sie as Member an der AECR, der Allianz vun den europäesschen Reformisten a Konservativen. Der nächste Redner als Präsident vun diesem Dokument kennt es der Tschechischer Republik an der Europadeputéierten. Ich begrüße den Herrn Jan Zahradil. Your Excellency, dear guests, ladies and gentlemen, it's a great privilege for me to be here tonight. And it's been rightly pointed out that originally I'm coming from a country called Czech Republic. It once used to be a kingdom of Czech, and in the 14th century it was run by a very famous king, Charles IV. Some time ago, that famous king was voted in a pollster organized by one Czech newspaper, the greatest Czech personality of all times. And he developed very much the country, both culturally and economically, and also in many other aspects. And the point is that this greatest Czech of all times was in fact of a Luxembourg origin, because he was a son of a King John of Luxembourg. And this is another reason why I am deeply privileged and why it is a big personal pleasure for me to address you this evening. But I'm not representing just my country tonight. I'm representing a wider family of countries, or rather political parties, that associated themselves in a new organization called Alliance of European Conservatives and Reformists. This international alliance was born only in 2009, rather short time ago in a political life, and it was formed basically for pursuing a rather different idea of European cooperation and European integration, for promoting idea of open and flexible Europe, which at the same time respects the national sovereignty of all its member states, regardless whether they are big or small. We are very happy that we have had the opportunity to embrace also a member party from Luxembourg, the ADR party. We've been working together since last year very intensively on many projects, and we are very happy that we can say that in many aspects the ADR party became really a role model member, very active, very engaged in our work, and with a great impact. And we are also very happy that in the ADR party we have also a representative of a country which belongs to founding members of the European Union. Let me therefore congratulate you wholeheartedly to your 25th anniversary. Let me express my wish that we will continue our cooperation much longer than for next 25 years, and let me wish you all the best. I'm very much looking forward to our future work. Thank you. Von de wichtigsche Partner europäesche Niveau vun der ADR ass die britisch Konservativpartei. Der nächste Redner als Deputéierten am britische Parlament an den als enger Partei zuständig wie international Relationen. Ich begrüße den Herrn Clifton Brown. Your Royal Highness, President of the ACR, Your Excellencies, Deputies and honoured guests, it is a great privilege to be here tonight addressing you all. I will shortly read out a message
to the ADR from my Prime Minister David Cameron, and no, that message will not contain any news about our relationship with the EU. My Prime Minister would certainly not entrust me to do that. But may I congratulate Your Royal Highness on the recent marriage of your son, Prince Guillaume, to Countess Stephanie de Lannoy. That, together with the recent marriage of our Prince William and Kate, were two great joyous occasions for our nations, and let us hope that our two first families, it is a continuance of a long and well-established and much-loved tradition amongst our countries. As a British citizen, it is wonderful to be in Luxembourg, which has such a rich cultural and historic relationship with Great Britain over the centuries. Throughout the 20th century, you have been a key state in the development of the European Union. Indeed, Luxembourg was chosen as the first site for the European coal and steel community, which represented the inaugural path along which we are travelling today. And it is a great privilege to be here. You have recently run a very astute political campaign to become a member of the Security Council of the United Nations. You will be sitting in one of the most important institutions in the world with some of the greatest and most powerful nations in the world, and I do congratulate you on that campaign. I also congratulate you because Luxembourg is currently in a place where most of us, your European neighbours, would love to be, including my country, with solid economic growth and an impressive GDP, a true European success story to your hard work, and we do congratulate you on that. Your Royal Highness was, of course, a member of the International Olympic Committee, and you visited us during the Olympics. And what a fantastic occasion that was, the pinnacle of human endeavour, and what an aspiration to our children those Olympics and Paralympics are. And we do congratulate you, Your Royal Highness, on being a member of that committee, which enabled us to deliver those games. And it was a truly spectacular occasion for those of you who visited it and those who were able to watch it on television. You do have, of course, many other links with our country. You spent a little time at Sandhurst, undertaking grueling day and night exercises with our armed troops. That must have been a very formative experience for you, and you ended up being a major in one of our most esteemed regiment, the Parachute Regiment. So we have lots in common, and it is a real privilege to be with you tonight. I understand that two other members of your family are also honorary members of our armed forces. So turning to matters political, it is on behalf of the AECR, and I was delighted to follow my president, Jan Zahradil, MEP. The AECR is a group of political centre-right parties, and we are delighted to have the ADR as one of our members. Indeed, not only are we delighted to have the ADR as one of our members, it is one of those members to whom the other members look up to. They are an exemplar of everything that the centre-right AECR grouping stands for. And so it is a great privilege to be here. Now, I have a great message from our Prime Minister, which I would now like to read out, and it encompasses why I am here tonight. And he has asked me to read out as follows. It gives me great pleasure to offer you my congratulations on the 25th anniversary of the founding of the Alternative Democratic Reform Party. The world has changed a great deal since 1987, as we've heard from your president. But throughout this period, our two parties have stood firm in their common commitment to prosperity, liberty, and justice. Together, our parties have offered a strong centre-right voice for reforming the European Union, and we've shown a strong commitment against excessive political integration. During this important anniversary of your party, I congratulate you on all your achievements so far and wish you very best for the future.
Your Royal Highness, Excellencies, Deputies, it is an honour and a privilege to be hosted by our great friends from the ADR, because it is through friendship, through political dialogue, that surely the future of Europe and indeed the world lies. Thank you very much indeed for being here.
Der nächste Redner aus Center 18 Jahre an der Chamber. Als Präsident von der Chamber aus noch den echte Bürger vom Land. Ich begrüße den Herrn Laurent Moser. Monseigneur, Exzellenzen, dear guests from Czech Republic and Great Britain, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Chamber, Herr Bürgermeister von Memmer, die Damen und die Herren, erlaubt mir für dich, Monseigneur, ich auch von meiner Seite ein ganz großes Merci zu sagen für Ihre Präsenz von heute Abend. Sie beweist die Intérêt, den dir für die Lützeburgische Institutionen, ganz besonders aber auch für die politischen Parteien, die an der Chamber vertreten sind. Gut. Die Damen und die Herren, den 25. Geburtstag von einer Assoziation, von einer Partei, als nicht nur da für zu feiern, wie wir das zusammen in Noventhal machen, mit das eigentlich auch eine Gelegenheit, für zurückzugucken. An Vergangenheit, für sich auch zu hinterfragen, für sich auch kritisch mit denen auseinanderzusetzen, und für auch vielleicht Lehren aus der Vergangenheit für die Zukunft zu ziehen. Ihr Präsident Robbie Mehlen hat für tun eine Historik über Partei ADR gemacht, sodass ich nicht weiter will darüber gehen, an die Hut eigentlich auch, Herr Präsident, als relativ engen Zeitraum gesagt, 5 Minuten. Ich will dafür auch mit die 5 Minuten hellen. An der schönen irdischen Noventhal bei ich kommen sind, ein bisschen an die Archive von der Chamber. Gebliedert, für dann noch ein bisschen zu gucken, werde so Geschichte von der ADR an der Chamber an den letzten 23 Jahren so war. Und dann ist allrecht festgestellt, dass während den 23 Jahren, wo der ADR an der Chamber vertreten ist, da 11 Deputierten hat, wer ein gut Zeichen ist, weil das weist, dass politisch Personal eine große Stabilität hat, 11 Deputierten an 23 Jahren, mengen ich als eigentlich ein gut Zeichen, dass auch all die Mandatären ein gut erbig gemacht haben und dafür auch immer von ihren Wählern gewählt sind. Wenn ich dann ein bisschen so gucken, wer dir als RDR an den letzten 23 Jahren abzuweisen hat, muss ich auch sagen, dass da ein mehr wie anständig erbig gelegt wird. Die hat 26 Gesetzespropositionen deposiert, 3 Revisionspropositionen für als Verfassung umzuändern, und die hat mehr wie 2500 Questions Parlamentäre gestaltet. War trotzdem ein impressionant Zulass, und ich will trotzdem bei Gelegenheit von der Feier von Noven ein Kandidaten zuhören aufheben. Erlaubt mir aber auch vielleicht, ob ein paar Flott-Episoden von ihrer Geschichte anzugehen, und da sind mir da ein paar abgefallen, für alle Regionen, die sich auf hier drüben abgezählt haben, die sind eine unkonventionelle Partei. Und Robbie Mehlen hat es für drüben gesagt, die ominöse Treppenbesteigung, die da damals vorgeholt hat, mänglich als Anternellen von der Chambergeschichte angegangen. Die hat damals zusammen mit den geringen Kollegen hat ich während 10 Sitzungen nicht mit dürfen am Haus weisen, an die können froh sein, dass es damals kein Jeton de Présence ging, weil sonst wäre ich allerhand Eier zu Stohe kommen. Ich bin lo Chamberpräsident seit ein bisschen mehr wie 3 Jahren. Ich regretiere bald heute, dass es nicht mehr so zu Treppenbesteigungen kommt. Ich war damals noch nicht dabei, aber das muss trotzdem ein flotter Moment gewesen sein. Dann sind die auch eine Partei, die sich wirklich engagiert für die Ziele, die durchsetzt dann, die geht sogar ganz weit. An ein Beispiel werde ich da abzählen, weil ich auch mengen, das unik an der Geschichte von der Lützeburgischen Deputierten ist, das ist also Kollege Jean Colombera, den 1999 einen Hungerstreik während der 40 Stunden beim Lützeburger Wort organisiert hat. Ich meine auch, das ist etwas, was einzigartig an der Geschichte von der Chamber an den Deputierten ist.
dann sieht da eng Partei, die op den Mund gefallen ist. Und da kenne ich eine ganze Reihe von Episoden ziele besonders Ihre Fraktionschef. Ich will einfach nicht eng da abzählen, die sich 1992 aufgespielt hat, wo ich leider noch nicht an der Chambre war. Ich habe das noch gelesen, ich habe das auch rapportiert von Kollegen, die uns dabei waren. Das muss ein ganz flotter Moment gewesen sein, dafür will ich nicht viel enthalten. Da sollte nämlich den demolischen Finanzminister, das war Jean-Claude Juncker, die sollte über die Reform von der Douansadministration referieren kommen an die Chambre. An schon no gelesen, hat anscheinend schon ein quokelig Gefühl, weil steht da, wäre schon ein bisschen nervös gewesen und hat nicht gut geschlafen. An die Debatte, die am Gastgeber dort zusammen hat, die muss noch nicht enttäuscht tun, weil das anscheinend ganz hier gegangen. An Herr No steht dann da, denn Jean-Claude Juncker hat Herr No nicht mehr von der Reorganisation von der Douane geschwärmt, hat just auch von der Reorganisation von der Chambre geschwärmt. Das muss also ein ganz flott Debatte gewesen sein. Dann ein lästiger Wunder vielleicht wollte abzählen, der von 1997, also leider viel zu früh verstorbenen Freund und Kollege Köppe Jemp, den anscheinend oder den do eine ganz große Intervention zur Nordstraße gemacht hat. Und auch das muss oder war eine Debatte, die nach Heichwellen geschlossen hat, muss auch ganz lustig gewesen sein. Und ich meine, wenn in die Köppe Jemp kannt wird, da kann ihn sich das ganz gut vorstellen. Die sieht also von Anfang an noch nach eine Oppositionspartei gewircht, und ich will aber auch als Chamberpräsident sagen, dass eine Oppositionspartei oder Oppositionsparteien wichtig sind an einer Demokratie. Weil eine Oppositionspartei oder Oppositionsparteien drohen zu der Meinungsvielfalt an dem Parlament dadurch, lehen, fangen, opwonnen, und dafür ist es wichtig, dass man auch Oppositionsparteien an den Parlament haben, die ein gut Erbicht machen. Und ich meine, der DR hat die Oppositionsarbeit in den letzten Jahren gut gemacht, sonst wäre sie ja nicht immer von ihren Wählern gewählt gehen. Ich will, auch wenn ich, was die Chambre betrifft, einer Majoritätspartei ungeheuren, doch vielleicht denke ich, ein Zitat von Winston Churchill zitiere, besonders a Präsenz von einem englischen Kollegen, den Enker gesagt hat, Demokratie als Notwendigkeit gelegentlich auch mal andere Meinungen zu akzeptieren. Und ich meine, das ist richtig, aber wenn man guckt, und das nicht nur für der Fall, auch für andere Oppositionsparteien, da seid ihr heute an Gesetzesprojekten, an Parteiprogrammen, auch von der Konkurrenz, dass gewisse Ideen aber auch von der politischen Konkurrenz überholt gesehen, werde ich schon mengen, aber irgendwie ein Zucht für Satisfaktion aus. Die Damen und Herren, der hat an den letzten Jahren höchsten und tiefsten erlebt, sie als sie hat hier Platz an der politischen Landschaft gefunden, und sie hat ein Alter erreicht, was nicht Zeit für ihn, und die sind auch vielleicht nicht am Saal, nicht vielleicht Zeit für ihn erwährt hat. Ich gebe hier aufschließen an dem Missionen, dass die alle gut, ganz besonders Member von der ADR, sicherlich den Abend mit Barack Obama einzieht, der gesagt hat, das Beste leid nach für uns. Ich gebe am Namen von der Chambre noch an meinen persönlichen Namen ich beglückwünschen und ich bonne Chance wünsche für die nächsten 25 Jahre. Merci. Monseigneur, Exzellenzen, die Damen und die Herren, den akademischen Deel vun dieser Feier hummer Schobal Hanadeis prcht. Ich profitiere von der Gelegenheit, für dem Orchestre de Chambre de Luxembourg Merci zu sagen, für den musikalischen Enkadrement.
Und ich begrüße nun immer noch den Generalsekretär von der Partei, den Dr. Jean Schuss. Monseigneur, Exzellenzen, lief Gäst, lief Parteimemberinnen am Memberen. Herr Bürgermeister von der Gemeinde Mama, ich will mich Heiner Renke ausdrücklich am Namen von dieser Partei bedanken bei euch, dass man die schöne Saalheit zur Verfügung gestellt hat. Verneigt, genau. Es gibt mir keine Chance zu suchen. Ich bedanke mich also Renke ganz herzlich für den Accueil, der wirklich formidabel war. Und da komme ich zu den letzten Pöwieder, die heute geschwart gehen am Kader von dieser Seance. Ich finde heute die dankbare Rolle, die Seance aufschließen zu dürfen, aber auch die undankbare Aufgabe, weil jeder Freund darauf wert, dass es endlich zu Ende geht. Und ich darf mich dann an euch adressieren. Der ADR feiert heute ein großes Jubiläum. Es sind 25 Jahre als ADR ein fester Bestandteil vom typischen lützeburgischen politischen Leben. Natürlich zieht an so engem Ablackit Verein gern eng Bilanz. Mir schenkte da war am Moment an der jetzigen Situation mir wichtig, nur 4 zu gucken, an ob die Aufgaben aufmerksam zu machen, die ob es durchkommen. Klar war es, dass für 25 Jahre sich eine kleine Gruppe von engagierten Frauen an Männer abgemäht hat, bald wie Partisanen am Krieg, wenn in die Bilder guckt, die den Robin Mehleneister gewiesen hat, für eine neue Bewegung zu Lützeburg zu schaffen. Das Bewegung hat am Anfang nur einen Zweck, einen großen sozialen, ungerechten Punkt zu Lützeburg aufzuschaffen, respektiv zu korrigieren. Aus dieser am Anfang sozialer Bewegung als heute eine richtige Partei gehen, die Altgebiete von der Politik und von der Gesellschaft zu Lützeburg aufdeckt. Situiert an einem sozial-bürgerlichen und noch liberalen Parteienspektrum, als da der Haut mehr wie je ein Garant für das Sozialgewissen zu Lützeburg, ob die Rolle, die Herr Moser ja auch gerade hingewiesen als Oppositionspartei. In einer Welt, an der nicht mehr da ist, wo es soll sein, die Leiter Parteien gebraucht, die kapabel sind, eine generelle Vue von allem zu haben und nicht lichtfankig Gutes Autor von kurzen politischen Succès zu opfern. Als Opposition ist das nicht immer einfach. Zumal der Spekter vom Populismus immer gern rausgezogen und mit der ADR konfrontiert wird. Qualitativ gut Sozialpolitik zu machen, wäre nie einfach, aber geht es sicher in der nächsten Zukunft auch nicht. Der ADR an hier Membern feiern heute ein Jubiläum, kein Geburtstag. Ein Jubiläum, den ihnen an all den vergangenen Jahren nicht viel Leid zugetraut hätten. Da der an ihr Membern sind so mit einem Sportler zu vergleichen, den immer im Succès verbuchen konnte, das best Versicht hört zu gehen, an Haut für ein Jahr am Mittelpunkt vom Interesse steht, an sein Dank an Anerkennung empfängt für all die Jahre gelechter Erbicht. Auch wenn das dem einen oder anderen Mattkonkurrenten nicht immer schmerzt. Da der wird viel bewegt vieles, aber will nach mehr an der Zukunft bewegen, an das der Länge für den Anwohner von diesem doch so schönen Land eng besser an eine sozial sichere Zukunft zu garantieren. Das ist für einen Hintergrund, den immer mehr schwarz geht, den da der aber nicht fährt. Da der erst berät, auch die nächsten 25 Jahre hier Rolle zu spielen, ganz am Geist von den Fondateuren von 1987. An diesem Sinn wünsche ich von dieser Platz der ADR, ihre Membern, ihre Freunde Sympathisanten, dass in Zukunft viel Leid auf sie lauschtern, ganz am Sinn vom Seneca, ich will dummer abhören, für als Präsident ein kleines Fried zu machen, Seneca, wie hier geschrieben wird, Audiatur et altera pars, frei auf Lützeburg versat, et muss ihn auch die Aner Leid lauschtern. Ich so nicht, merci. Ich gebe euch dann am Namen von der ADR gleich bitten, an den Saal neben rund zu gehen, wo wir eine kleine Kollation vorbereitet haben, wo wir hoffentlich in der Früh mit denen diskutieren und ein bisschen feiern können, dass wir die ersten 25 Jahre gepackt haben. Ich so nicht nein, merci, Monseigneur, vielmals merci, dass ihr kommen seid. Es war ein großes Freude und ein großes Ehre für uns.
Dat wäre doch schon fir de Spezialemissionioun zur 25 Jofeier vun der ADR. Vergiss net als Sitze besichen www.adr.lu fir méi Informationoen iwwer als Partei. Bis ganz geschwen.